So wird er einmal aussehen, unser Gartenteich, den wir gemeinsam mit Ihnen in diesem Film bauen werden. Doch zu Beginn unserer Arbeit sah der Garten noch so aus. In unserem Beispiel haben wir die benötigten Materialien bereits vor Beginn der Arbeiten bereitgestellt. Teichvlies, Teichfolie und Uferbepflanzungsmatten von Heißner sind nur einige Produkte aus dem umfangreichen Heißner-Sortiment für den Wassergarten. Der erste Schritt der Gartenteichplanung ist die Auswahl des Standortes. In unserem Beispiel haben wir eine Stelle im Garten ausgewählt, die gut einsehbar und nicht den ganzen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Zu Beginn wird die gewünschte Form des Teiches mit einem Gartenschlauch markiert. Bei der Ausschachtung werden Pflanzzonen in verschiedenen Tiefen berücksichtigt. Im Randbereich des Teiches wird eine Sumpfzone mit 10 cm Wassertiefe angelegt. Zur Teichmitte hin folgt die 30 cm tiefe Flachwasserzone, in der Schilf und andere Pflanzen ihren Lebensraum finden. Schließlich folgt darauf die Tiefzone mit einer Tiefe von 60 bis 150 cm, in der Teich- und Seerosen wachsen werden. Mit Hilfe von Wasserwaage und Latte werden nun das Niveau der Teichränder und die erforderlichen Tiefen der Pflanzzonen überprüft. Dieser Schritt ist sehr wichtig und sollte sorgfältig durchgeführt werden, damit später kein Teichwasser ungewollt an einer tiefer liegenden Stelle verloren geht. Damit die Folie vor Beschädigungen durch Wurzeln oder spitze Steine geschützt ist, müssen diese sorgfältig entfernt und der Boden geglättet werden. Um den Boden optimal für das Auslegen der Teichfolie vorzubereiten, empfiehlt Heißner den sogenannten Sandwich-Aufbau. Zunächst wird eine Sandschicht ausgearbeitet und darauf das Heißner Teichvlies verlegt. Auf dem Schutzvlies wird dann die Heißner Teichfolie ausgerollt. Mit dem Ausbringen der Sandschicht kann man die verschiedenen Pflanz- und Tiefzonen sehr leicht verändern und modellieren. Das verrottungsfeste Profitex Schutzvlies ist nahezu unzerstörbar und schützt die Folie zusätzlich vor Beschädigung durch Wurzeln oder Steine. Die Teichfolie lässt sich leichter verlegen, wenn die Außentemperatur über 15 Grad Celsius liegt. Durch die Wärme wird die Folie flexibel und Falten lassen sich leichter verstecken. Damit die Folie später keinen Spannungen ausgesetzt wird, sollten Hohlräume darunter schon beim Einlegen vermieden werden. Die Teichfolie wird nun mit einer Überlappung von ca. 30 cm entlang des Randes abgeschnitten. Der überstehende Rand wird eingegraben und somit vor einem Nachrutschen in den Gartenteich gesichert. In der Uferzone wird ein spezieller Teichhumus ausgelegt und mit einem Teil der vorher ausgehobenen Muttererde vermischt. Zur Bepflanzung des Teiches sollte der Rat eines Fachmannes eingeholt werden. Sind die Pflanzen eingesetzt, wird eine Schicht Bachkiesel über die Uferzone gegeben, um ein Aufschwimmen der Erde zu verhindern. Nun kann die Teichtechnik eingesetzt werden. Heißner bietet ein kompetentes Sortiment für den Wassergarten. In unserem Beispiel verwenden wir einen Teichaußenfilter, eine Umweltpumpe mit Schaumfontäne, ein Schwimmlicht, eine Wasserspielpumpe mit Teichfigurenanschluss, einen Pumpenvorfilter, einen Unterwasserscheinwerfer und natürlich auch Teichfiguren, die mit ihrem gezielten Strahl Sauerstoff in den Teich bringen werden. Besonders im Sommer, wenn sich der Teich an sonnigen Tagen zu sehr erwärmt, sorgen Wasserspiele, Bachläufe, Mini-Wasserfälle und Quellsteine für die lebensnotwendige Sauerstoffzufuhr im Teich. Durch den Einsatz von Teichfiltern, die das Wasser mechanisch, biologisch und naturchemisch klären, werden Giftstoffe gebunden und der Nährstoffhaushalt im Gartenteich reguliert. Richtig eingesetzt verhindern Teichfilter trübes Wasser und beugen dem Algenwuchs vor. Sind alle Teichpumpen, Filter und Scheinwerfer platziert, wird nun zuerst 1/3 des Wassers eingelassen. Es ist sehr wichtig, dass der Teich zunächst langsam gefüllt wird. Nur so kann sich die Teichfolie unter dem entstehenden Wasserdruck langsam dem Untergrund anpassen. In 1 bis 2 Jahren wird sich dieser Gartenteich in eine blühende Teichlandschaft verwandelt haben und vielen Lebewesen ein naturgetreues Zuhause bieten.
Der Gartenteich wird das Bild Ihres bisherigen Gartens grundlegend verändern. Viele weitere Ideen und Tipps bietet Ihnen auch der Heißner Teichratgeber, den Sie im Handel oder direkt von Heißner erhalten.